So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einige von euch haben mich gefragt, wie das eigentlich so aussieht mit Altis Live, wie das so funktioniert, das Ganze zu installieren und das Ganze zu starten. Ich soll mal ein Tutorial machen, wie die ganze Steuerung im Spiel funktioniert und was überhaupt der Sinn davon ist und wie man zu Geld kommt und. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme mal die Zeit, zeige euch das Spiel, also die Grundlagen. Weil die besten Momente werdet ihr nicht in den ersten 10 Stunden hier erleben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Die ersten 10 Stunden, nee, ich sage mal die ersten 5 Stunden. Okay, sagen wir die ersten 3 Stunden werden die mühsamsten sein am ganzen Spiel. Weil dann habt ihr gar nichts und ihr müsst nur sinnlos mit dem scheiß Quad hin und her fahren. Und wem das zu mühsam ist, wer nicht viel Zeit hat, dem würde ich das Spiel nicht empfehlen. Weil ich habe ja mittlerweile auch, denke ich mal, 300 Stunden gespielt und ja, okay. Dann gucken wir mal als erstes. Für Online klickt ihr natürlich auf Konfigurieren, hier auf Profil, dann könnt ihr hier ein Profil erstellen. Ich würde für Altis Live einen richtigen Namen nehmen. Ich habe hier Jay Daniels, ist natürlich nicht mein wirklicher Name, aber nicht so ein Name hier oder irgendwie XX Sniper, was weiß ich, bla bla bla, XX. So ein Name würde ich nicht nehmen, weil es ist ja hier ein Rollenspiel und viele Server sind sehr heikel, was den Namen betrifft. Von daher würde ich einfach mal hier ein Profil erstellen. Ihr könnt hier auf Bearbeiten drücken, dann hier die verschiedenen Dinge noch umstellen. Übernehmen wir das mal, drücken auf OK und weiter geht's. Dann als nächstes klickt ihr hier auf Spielen. Wie ihr wisst, das Ganze ist ja eine Mod, also das Hauptspiel AMA 3 müsst ihr kaufen und das war's. Ihr müsst nichts herunterladen, ihr müsst nichts Spezielles mehr sonst machen, außer das Spiel hier zu installieren und zu starten. Ich habe es in Steam gekauft, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, ist ja auch egal. Jetzt klickt ihr auf Multiplayer und gebt hier bei Filter, muss ich das kurz löschen, ich habe hier etwas versucht, gebt ihr einfach mal Altis Live ein. Der Rest könnt ihr so lassen, hier leer lassen, wichtig, und dann drücken wir mal auf OK. Und wie ihr seht, hier sind schon die Server. Dann lassen wir das mal einen Moment laden hier. Ihr seht hier, der Balken wird immer noch kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Es hat also schon einige. Was wichtig zu sagen ist, euer Profil wird nicht mit dem Profil gespeichert, sondern auf dem Server. Also würde ich wirklich mir sehr gut überlegen, was für einen Server ich wählen will. Und nicht irgendeiner nehmen, hier hat das gerade Platz, hier gehe ich mal rauf. Ich würde mir das sehr gut überlegen. Ich würde einen nehmen, der wirklich viele Dinge hat, der schön aktuell ist und der natürlich auch viele Spieler hat. Ihr könnt hier auf Spieler drücken. Mittlerweile gibt es schon mehrere über 100 oder um die 100 und normal wäre so 75, 80, hier 65. Aber ihr seht, es ist unterschiedlich hier von den Leuten her. Der Ping sollte natürlich etwas niedriger sein, obwohl das macht eigentlich nichts aus, weil Altis Live ist von der Connection her und dem Ganzen und den DV-Syncs und Box und so top, würde ich mal sagen. Es hat alles hier. Und von daher kommt es nicht wirklich auf die Ping-Zahl drauf an. Gut, hier 228 ist schon ein bisschen hoch, aber alle, die grün sind, sind eigentlich kein Problem. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe hier meine Lieblingsserver mal markiert. Die nehmen wir jetzt aber nicht, weil ich will ja euch von ganz am Anfang zeigen. Und von daher kommt es auch nicht wirklich darauf an, welchen ich nehme. Ich nehme jetzt einfach mal einen, der noch Platz für uns hat. Was ist das denn hier? Ja, steht ein bisschen wenig. Aber ich denke mir mal... Oder was ist hier? Fast Life. Okay, steht auch nicht wirklich viel. Was es hier noch zu sagen gibt, es gibt verschiedene Mods, die Server unterstützen hier. Also einige haben Housing, das heißt, ihr könnt Häuser kaufen, andere haben das nicht. Dann könnt ihr einfach keine Häuser kaufen. Ein Haus kann man brauchen, um Dinge zu speichern. Waffen oder Kleidung oder was auch immer, Drogen oder so.
Eco heißt das Ökonomiesystem, das heißt, dass die Preise steigen und sinken von den Materialien. Und wirklich eine wirkliche, wie soll ich sagen? Ja, dass die Preise halt sinken und steigen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gangs sind offizielle Gangs, das gibt es auch auf ein paar Server. High FPS ist nicht wirklich speziell, weil, wie schon gesagt, kommt nicht darauf an. Sind alle etwa gleich schlecht. Dann, was noch wichtig zu sagen ist, All Gear Saves. Es gibt Server, meiner ist auch so einer, bei dem das Z-Inventar, das werdet ihr später noch sehen, was das ist, nicht gespeichert wird. Das heißt, ihr müsst jedes Mal, wenn ihr wieder ins Spiel einsteigt, Essen und so kaufen. Der Rucksack wird gespeichert, aber halt Waffen und Essen und so sind weg. Das müsst ihr jedes Mal wieder neu kaufen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr gucken, dass ihr in All Gear Saves, dass das irgendwo steht oder dass euer Server das unterstützt. Was ich nicht empfehlen würde, ist ein Server, der schon 500.000 Startgeld hat, weil da hat jeder alle Waffen, alle Fahrzeuge, alles. Das ist nicht wirklich Spaß mehr. Ich würde mehr darauf achten, dass es zum Beispiel ADAC oder Medic. Medic ist auch immer sehr schön. Ich muss jetzt kurz gucken. Vielleicht sehe ich gleich mal was. Was natürlich wichtig ist, ist Deutsch, ne? Es gibt auch französische oder englische. Aber da man sehr viel reden muss. Hier, Notarzt. Okay. Ich denke mal, der passt für uns. Dann, wenn ihr das gefunden habt, der hat jetzt hier Notarzt. Das heißt, wenn ihr sterbt, habt ihr, ich glaube, 3 Minuten Zeit. Und dann kann euch der Notarzt wiederbeleben. Oder den ADAC, wenn ihr eine Panne habt, könnt ihr den ADAC anschreiben. Und der kommt dann und hilft euch, wenn einer online ist. Leider kann ich hier nicht weiterlesen, was noch alles steht. Weiß ich nicht. Wichtig ist auch, dass RPG hier steht. Weil, wie gesagt, ja, so ein Server wie der hier, 75k, das wird nur Krieg und Krieg sein hier. Ich würde also nicht wirklich sowas nehmen, mehr ein RPG, wenn ihr wirklich ein Rollenspiel haben wollt. Okay, guck mal. Macht ihr einfach einen Doppelklick drauf und das war's schon. Jetzt sind wir hier in der Lobby. Dann sehen wir hier links, Blue 4 sind die Cops, Opfer ist der Widerstand. Weiß ich jetzt gar nicht auf diesem Server. Ah, der ADAC, okay. ADAC ist Opfer und der Widerstand sind die Rebellen, die offiziellen Rebellen. Das heißt nicht... Okay, die haben auf diesem Server ist der Widerstand halt der Notarzt, ne? Jeder kann Notarzt sein, auf den meisten Servern, ADAC auch, ne? Muss man gewitelistet sein, um das tun zu können. Hier anscheinend nicht. Was ich sagen wollte, auf den meisten Servern ist der Widerstand auch wirklich der Widerstand. Das heißt aber nicht, dass ihr als Zivilisten nicht widerständig sein dürft. Und die haben nur andere Spawnpunkte und so, also wirklich mehr Vorteile haben die nicht. Die sind eigentlich nur offiziell. Das einzige ist, was sie dürfen, ist auf die Cops schießen ohne Voranmeldung. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Naja, egal. So viel zum Thema. Im Rollenspiel dürft ihr nicht, also hier bei Altis, nicht einfach Leute umschießen oder umfahren. Auch wenn ihr Leute überfallt, dürft ihr sie nicht einfach umschießen. Ihr müsst sagen, das ist ein Überfall. Wenn du dich bewegst, bist du tot oder irgendwas in diese Richtung. Und wenn er es dann nicht macht, dann könnt ihr ihn umlegen. Aber nicht, wenn jemand mit dem Auto durchfährt, ihn wegsnipern oder irgendwas ohne Anmeldung. Das dürft ihr nicht, das ist ein Banngrund. Also es wird wirklich darauf geachtet, das RP einzuhalten und ja, finde ich eigentlich ganz gut so. Na gut, gehen wir mal rein. Wir sind jetzt Zivilist, Jay Daniels. Hier seht ihr noch die Liste. Ihr müsst hier immer schauen, dass einer frei ist. Hier zum Beispiel, wenn niemand steht, klickt ihr drauf, dann seid ihr hier. Und dann könnt ihr auf OK drücken. Dann wird eine kleine Datei runtergeladen. Hier ist es eigentlich egal, wie schnell eure Leitung ist. Es dauert immer scheiß langsam. Und daher mache ich hier mal kurz einen Cut und melde mich gleich wieder. Bis dann. Okay, hier bin ich wieder.
kurz vor Ende. Geht eigentlich ganz schnell. Hier, wundert mich noch. Und dann wird auch schon geladen. Mad Clan, Altis Life RPG. Yeah, yeah. Okay, dann wird geladen. Jetzt sollte dann gleich das Auswahlfenster kommen. Und nicht erschrecken, wenn ihr neu auf den Server joint oder das Spiel neu startet. Sind Frame Drops und so völlig normal. Also wundert euch nicht. Ich habe hier einen Computer, der das Spiel eigentlich locker packen sollte, aber sogar der stockt und macht und tut. Ich habe auf den Grafikeinstellungen alles auf Vollgas, Ultimate oder was da geht, keine Ahnung. Okay. Das ist nicht nett, ne? Cool, geht trotzdem. Es kann irgendein Skin nicht laden, aber dann ist ja egal, ne? Gut. Wie schon gesagt, es liegt nicht... Oh, das sind aber viele Spawn. Hier kann man sogar auf den Rebelleninseln spawnen. Okay. Ja, hier gibt es auch ganz schön viel, wie ich sehe. Aber, wie ihr wisst, oder jetzt erfahren werdet, Kavala ist die Hauptstadt der Insel. Hier gibt es am meisten Dinge. Und ich denke, ich werde hier einfach mal spawnen. Pyrgos, ich scroll mal kurz raus, damit ihr das sehen könnt, wie das Ganze so aussieht. Hier ist die Karte, ich kann leider nicht weiter raus. So, okay. Kavala ist hier unten, Pyrgos ist hier unten, Atira ist hier oben, hier, und Sofia ist hier oben. Ja, hier. Und hier auf diesem Server kann man noch auf den Rebelleninseln spawnen. Finde ich jetzt nicht unbedingt nötig, aber naja. Wir werden jetzt jedenfalls mal in Kavala spawnen und mal gucken. Okay. Das ist ja mal nett. Auf diesem Server spawnt man direkt auf dem Marktplatz. Und ja, das ist das, was ich gemeint habe. Es dauert und laggt und buggt rum. Es lädt noch nach und ja, nicht wirklich hübsch. Mit der rechten Enter-Taste könnt ihr wechseln zwischen Third und First Person. Ich spiele eigentlich immer in Third Person, weil es mir da irgendwie ein bisschen flüssiger vorkommt. Dann rechts seht ihr Nahrung, Getränke und Energie. Ihr müsst immer gucken, dass ihr was zu trinken dabei habt. Und das könnt ihr kaufen. Ich denke mal hier drüben an der Burgerbude. Und dann kommen wir auch schon zum Z-Inventar, der ich vorhin erwähnt habe. Okay, hier ist keiner. Dann weiß ich nicht, wo wir Essen kaufen können. Muss ich kurz auf der Karte gucken. Mit M öffnet ihr die Karte. Dann könnt ihr mit der rechten Maustaste rumfahren. Mit dem Rad ranzoomen. Okay, gucken wir mal. Hier ist der Markt. Dann markieren wir den mal mit Shift. Mit dem linken Shift und Mausklick können wir das markieren. Jetzt seht ihr hier einen kleinen Knubbel. Hier der rote Knubbel sind wir. Auf manchen Servern wird das nicht angezeigt. Aber hier sieht es so aus, als gibt es recht viele Dinge. Hier steht jemand. Okay, ich gehe mal weg. Der redet zwar mit mir, aber ist mir jetzt egal. Ich will nicht mit dem reden. Okay, was will der? Kommt der hin? Ja, kommt. Keine Ahnung, was es für einer ist. Ist ja egal. Hier. Okay, mal kurz was anderes, ne? Rechts oben seht ihr jetzt das Ökosystem. Also der Reis ist gestiegen oder gesunken. Ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Naja, egal. Auswählen könnt ihr Dinge mit dem Mausrad. Immer so raufziehen, drehen. Dann kommt der Punkt hier. Wenn ihr was seht und dann seht ihr was links oben, was es ist. Mit dem Klick öffnet ihr dann das Menü. Und wir sehen hier, können wir Essen und so Dinge kaufen. Eine Lagerkiste. Cool. Okay. Und das funktioniert eigentlich überall so. Egal, ob wir farmen, ob wir ein Fahrzeug besteigen wollen. Also nicht besteigen, sondern in ein Fahrzeug steigen wollen. Der Autohändler hier. Was noch zu sagen ist, ihr braucht hier in diesem Spiel für alles eine Lizenz. Das heißt,
Wenn ich hier einen Wagen mieten würde, losfahren, dann kommen die Cops und ich habe keine Fahrlizenz, gibt es ein Bußgeld. Wenn ich das nicht bezahlen kann, komme ich in den Knast für 10 Minuten oder je nachdem, wie hoch die Buße ist, meine ich. Ja, also würde ich immer empfehlen, die Lizenzen zu holen. Was es noch zu sagen gibt zu den Lizenzen. Ich denke mal hier, das wird beim Bürgeramt zu holen sein. Zum Beispiel hier beim Apfelfeld. Hier können wir ohne Lizenz hingehen, Apfel pflücken und die dann am Markt verkaufen. Wenn wir aber etwas Größeres machen wollen, wie zum Beispiel Kupfer, dann müssen wir, wenn wir gefarmt haben, das Kupfer, hier die Straße lang fahren. Ich hoffe mal, das ist hier auf demselben Ort wie bei meinem Server. Hier genau zur Kupferverarbeitung. Dann hier müssen wir eine Kupferlizenz kaufen. Die kostet, ich weiß nicht wie viel es hier ist, aber unter 10.000 denke ich mal. Hingegen eine Heroinlizenz kostet dann schnell mal 100.000 oder 200.000. Dann, wenn ich das verarbeitet habe, fahre ich wieder zurück. Hier die Straße. Und gehe zum Kupferhändler. Jetzt muss ich kurz gucken. Keine Ahnung, bei mir, ja, da wird hier sein, Edelmetallhändler. Fahre ich hier hin und dann kann ich den da verkaufen. Und erst dann kriege ich die Kohle. Also eigentlich nur bei den Äpfeln brauche ich keine Lizenz. Die kann ich einfach so verkaufen, weil für alles andere, was ich hier farmen will, brauche ich eine Lizenz. Ich muss alles verarbeiten, egal was, es gibt für alles einen Verarbeiter und der braucht eine Lizenz. Ohne die Lizenz kann ich nichts tun. Na gut. Jetzt gucke ich mal kurz, wie viel Kohle ich eigentlich habe. Das mache ich mit Z. Der Copy hat ein Laserschwert. Okay, hier mit Z, das was ich vorher gesagt habe, öffnet ihr dieses Menü. Hier seht ihr dann die ganzen Lizenzen. Ich habe hier noch keine. Hier seht ihr das Geld auf der Bank, das ich dabei habe. Hier könnte ich jetzt jemandem Geld geben. Wenn ich hier raufklicke, zeigt es mir die Leute in meiner Umgebung an. Die hier sind jetzt schon zu weit weg. Dann könnte ich auf Geben und ihm Geld geben. Die Items, wenn ich was zu essen, zu trinken oder ein Werkzeug oder so habe, ist es hier. Auch das kann ich wegwerfen, benutzen oder jemandem geben. Hier unten Einstellungen kann ich die Sichtweite einstellen. Die Tags an und aus. Mache ich mal an. Gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich ist es gewollt. Und den Sidechat natürlich on. Ne? Schließen. Meine Gang. Hier könnte ich eine Gang gründen oder einer beitreten. Es gibt schon 2 hier. Mit dem Schlüsselbund könnte ich meine Schlüssel für mein Fahrzeug an jemand anders verteilen. Mit dem Handy kann ich Nachrichten versenden, entweder an die Spieler oder Polizei, Admins oder ADAC. Speichern ist selbsterklärend, würde ich mal sagen. Und die Börse kenne ich jetzt nicht. Ah, okay. Das gibt es auch nicht auf jedem Server. Hier kann ich sehen, was wie viel Wert hat. Ja, cool. Das kann ich dann sehen hier. Börse. Dann gibt es aber noch, neben dem Z-Inventar hier, gibt es noch das I-Inventar. Was ist denn das hier, was ich am Körper trage sozusagen? Hier ist der Körper. Das zweite Fenster ist die Weste. Das dritte ist der Rucksack. Und hier rechts seht ihr dann natürlich, was ich dabei habe. Momentan nicht viel. Die Karte, hier unten Kompass und eine Uhr. Dann könnte ich noch Waffen, Aufsätze, Nachtsichtgerät, Fernglas und mitnehmen. Ja, wie gesagt. Das bin ich, ne? Jetzt gucke ich mal kurz, was hier ein Rucksack kosten würde. Okay, hier könnte ich jetzt zum Beispiel ein Nachtsichtgerät für 2. Das ist der Hölle Werkzeugkasten. 7.500! What the fuck? Okay, 300, das GPS. Wenn ich GPS habe, kann ich mit Control und M mir rechts im Rand eine Minimap einblenden lassen. Ist sehr, sehr hilfreich, wie ich finde. Hier noch der Kleidershop. Hier könnte ich andere Kleidung kaufen. Will ich jetzt aber nicht. Der Rucksack kostet hier 5.000.
Mit dem Rucksack kann man viel mehr Dinge tragen. Leider nicht genug Geld. Doch, ich hätte sogar genug Geld. Wir gucken mal kurz. Hier gibt es ein ATM. Auch den kann man unscrollen. Dann kann man hier die Bankversicherung, Versicherung. Wenn jemand die Bank überfällt, dann ist das Geld nicht weg. Also alles geht sowieso nie weg, aber ein Teil, und das ist schon ärgerlich manchmal, wenn man 100.000 oder so einfach so verliert. Und das andere, der Bankomat, der sieht so aus. Hier kann man abheben, einzahlen oder jemandem Geld überweisen. Ist eigentlich sehr selbsterklärend hier alles. Okay, gucke ich kurz auf die Karte. Ich will jetzt noch kurz die Fahrzeuge zeigen. Hier ein Helikopterhändler in der Nähe. Das ist ja mal nett. Ist alles ein bisschen anders hier. Okay, der Autohändler ist hier. Wo ist denn der Typ? Ah, das ist der da. Okay, gucken wir kurz, was die Wagen hier so kosten. Vielleicht. So. Quad. Der kostet 8.000 zum Mieten. Oh mein Gott, das ist ein sehr teurer Server. Sehe ich gerade. Die Dinge sind sehr teuer hier. Aber, um euch das mal zu zeigen, wie viel Kohle habe ich denn jetzt? 8,5. Würde ich sagen, ich miete mir mal kurz einen Quad. Dazu müssen wir hier zum ATM fahren, gehen. Hier mal 8.000 abheben. So. Und dann zurück. Zum Autohändler. Den hier anwählen. Quadbike mieten. Und jetzt sollte das irgendwo gespawnt sein. Ich frage mich nur wo. Mal kurz hier rüber. Ich frage mich echt, wo das Quad jetzt ist, ne? Das ist ein bisschen scheiße hier auf dem Server. Ah, hier steht er, okay. Jetzt hoffe ich mal, kommen die Cops nicht. Weil ich muss jetzt hier zum Bürgeramt. Natürlich hat das überall Cops, ne? Wenn ihr hier im Fahrzeug steht, könnt ihr das auch anwählen. Dann könnt ihr ins Fahrzeug gucken. Hier könnt ihr den Rucksack oder Kleidung oder so lagern. Und mit T könnt ihr noch in den Kofferraum schauen. Hier könnt ihr dann Dinge in den Kofferraum tun. Zum Beispiel Essen oder Dinge, die ihr gefarmt habt. Um den Quad auch noch zu füllen. Aber das werden wir sehen. Und mit der Taste U könnt ihr das Teil aufschließen und aufsteigen. Dann fahre ich mal hier kurz weg. Ein Quad ist das schlechteste, verschissenste Fahrzeug überhaupt in diesem Spiel. Okay, ich fahre jetzt einfach mal los. Scheiß drauf, ne? Ich hoffe, die Cops. Vorsicht mit den Fahrzeugen. Die desinken gern bei Altes Live. Das heißt, sie poppen plötzlich weg und sind dann irgendwo anders. Und wenn ihr Pech habt, liegt ihr drunter, wenn ihr wisst, was ich meine. Von daher, ohne Kopf. Von daher immer vorsichtig mit dem Ganzen. So, jetzt habe ich natürlich keine Kohle dabei, ne? Wie es sich auch gehört. Ich parkiere jetzt mal kurz hier. Steige kurz ab, ne? Schließe das Teil ab. Nicht vergessen, immer abschließen. So, okay. Jetzt gucke ich mal, was das Teil kostet. 500, ne? Und ich habe dabei 1000. Ne, die habe ich auf der Bank. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier. Dann würde ich sagen, wir gehen kurz zum ATM. Ich mache das kurz und melde mich dann gleich zurück. Okay, hier sind wir wieder. Ich habe mir 500 abgehoben. Jetzt kaufen wir uns diese Scheiße hier. Sehr schön. Okay. Jetzt dürfen wir legal rumfahren. Wenn wir Z drücken, sehen wir hier Führerschein. Hier. Dafür nur noch 600 auf dem Konto. Aber das soll uns nicht weiter stören. Als nächstes. Okay, was wollen die hier? Ich gehe mal zu meinem Quad. Steig mal hier rauf und dann würde ich sagen, wir fahren kurz zum Apfelfeld. Weil die ersten 2 Stunden werden die härtesten. Oh. Ja, wie schon gesagt, ne?
Das Scheißspiel ist manchmal total verbuggt. Das ist einfach so nach rechts oder so zieht. Jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Okay, jetzt geht's. Was wollte ich sagen? Die ersten 2 Stunden in diesem Spiel sind sicherlich die mit Abstand mühsamsten überhaupt von Altes Life. Bis ihr mal, sage ich mal, ein Fahrzeug, einen richtigen Pickup oder so habt. Und dann kann eigentlich der Spaß erst wirklich richtig beginnen. Oh, oh, Cops. Ist alles ganz schön verbuggt hier, ne? Okay, wir fahren mal hier hoch zum Apfelfeld. Weil die ersten paar Stunden werdet ihr nichts anderes tun, als das, was ich jetzt mache. Und zwar mit dem Quad zum Apfelfeld fahren, das Ganze voll machen, zurückfahren und das verkaufen. Und dann macht ihr das ein paar Mal, bis ihr genügend Kohle zusammen habt für vielleicht einen Pickup zu mieten oder einen Wagen und einen Rucksack zu kaufen. Und dann könnt ihr das erste Mal... Wo fahre ich eigentlich hin? Verdammte Scheiße. Dann könnt ihr das erste Mal Kupferfarmen gehen oder so. Dann macht ihr schon 20.000, 30.000 pro Ladung. Und dann könnt ihr euch immer so weiter steigen. Mit der Zeit könnt ihr dann einen riesen Lastwagen kaufen und Heroin oder irgendwas farmen. Und dann macht ihr... Je nach Server ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Ich fahre hier der schlimmste Weg, den es überhaupt gibt. Ist von Server zu Server unterschiedlich, aber ihr könnt dann manchmal, what the fuck, bis zu 1 Million machen mit einer Fahrt. Natürlich immer auf der Flucht vor der Polizei und den Rebellen und Überfällen und. Weil die sind schon sehr scharf, euch zu kontrollieren hier. Von daher immer vorsichtig sein. Okay, hier ist das Apfelfeld. Mal gucken. So. Steigen wir mal ab. Nicht vergessen, das Fahrzeug abzuschließen natürlich. Gut, dann sind wir hier auf dem Apfelfeld. Wir drehen am Rad und mit Space können wir die Äpfel sammeln. Das machen wir jetzt, bis wir voll sind. Sollte nicht allzu lange dauern. So. Was auch nett ist, in Altes Life erhaltet ihr pro 5 Minuten je nach Server ein bisschen Geld. Und auch wenn ihr nichts macht, wird euer Konto ganz langsam gefüllt. Okay, jetzt sind wir voll. Jetzt gehen wir zum Quad, drücken T und laden die 24 Äpfel, die wir dabei haben, einfach mal um. 24, laden. Jetzt sehen wir hier, wir haben 24 drin und 25 haben Platz im Quad. Das heißt, wir nehmen nochmal. Der Typ hier kann ohne Rucksack 24 tragen. Ich glaube mit Rucksack 65. Macht also schon ein bisschen was aus, ne? Ihr könnt natürlich auch einen billigeren Rucksack kaufen und euch dann steigern. Aber ich würde ohne Rucksack so lange fahren, bis ich mir direkt den größten kaufen kann. Nur aus dem Grund, weil die kleinen fast zu teuer sind wie der größte. Und naja, lohnt sich nicht wirklich, ne? Okay, wir sind voll. Wir packen hier mit T noch einen Apfel rein. So. Dann nehmen wir noch einen mit. Gut, drücken M. Jetzt gucken wir kurz, wo ist der Markt? Hier ist der Markt. Dann steigen wir wieder zurück auf den Quad mit U öffnen, mit dem Rad einsteigen und dann wieder abschließen. Weil man weiß nie, jetzt macht er wieder Kurven, ohne dass ich das will. Wieso fährt er denn jetzt im Kreis? Okay. Wie gesagt, Altes Life hat manchmal seine Störungen. Nochmal absteigen. Nochmal aufsteigen. Aber hier ist es eigentlich schon ein bisschen extrem. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur am Quad liegt. Weil der Quad ist mit Abstand das verschissenste Fahrzeug im ganzen Spiel. Der ist einfach... Ja, wisst ihr, was ich meine? Der ist unsteuerbar. Man dreht ein bisschen nach links und macht fast ein 360, ne? Okay, wir fahren mal zurück. Was es noch zu sagen gibt, immer schön rechts die Anzeigen im Auge behalten. Weil wenn eine von den dreien auf 0 fällt, dann fällt man tot um. Scheißegal. Und alles, was man hat, ist weg.
Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man im Helikopter sitzt und abstürzt und boom, Heli weg, alles weg, ganze Ladung weg, nur weil man nichts gegessen hat oder getrunken hat. Darauf sollte man also wirklich achten. Was noch wichtig ist zu sagen, mit Shift könnt ihr schneller fahren. Würde ich beim Quad aber nicht. Okay, irgendwas geht hier. Wir fahren mal vorsichtig. Vorsichtig, keine Leute überfahren. Wenn jemand überfährt, was machen die Cops, verdammt? Wenn jemand überfährt, verliert ihr die Fahrerlaubnis. Wenn ihr jemand abschießt, verliert ihr die Waffenerlaubnis. Und wenn ihr in den Knast kommt, verliert ihr die Rebellenlizenz. Ne? Ist noch wichtig zu sagen, ich parkiere jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das darf oder nicht. Wir werden sehen. Oh mein Gott, mit dem Quad, das ist unmöglich. Scheiß drauf. Dann steigen wir mal aus. So. Schließen das Teil wieder ab. Hoffen, dass wir nicht überfahren werden. Und rennen mal kurz. Ah, hier ist einer gestorben. 2 sind gestorben. Alles klar, ne? Okay. Soll uns mal nicht weiter interessieren. Übrigens, mit der linken Alt-Taste kann man nur den Kopf drehen. Das ist vor allem praktisch im Fahrzeug. Dann könnt ihr rumschauen. Ah, der Markt ist ja nicht hier, stimmt. Und wenn ihr doppelt Alt drückt, dann bleibt es so. Also ihr könnt auf die Seite schauen, alles loslassen und dann bleibt es so. Ne? Wenn ihr wieder doppelt drückt, seid ihr wieder normal. Hier wird getasert. Okay, egal. Wir gehen kurz zum Markt hier. Scrollen den an und sehen dann, aha, wir haben 24 Äpfel dabei. Dann geben wir hier ein, 24, verkaufen für 1560. Gut, dann gehen wir zurück zum Quad. Und wie ihr seht, es ist immer was los auf Altes, ne? Und das ist auch das Coole an dem Spiel, obwohl es eigentlich mit der Zeit immer dasselbe wird. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Ist es trotzdem nie dasselbe, weil es hat so viele Leute und so viele Dinge, die hier passieren. Man könnte theoretisch mit kann man hier absitzen, auf dem Boden sitzen. Das könnte man eigentlich theoretisch hier machen. Was ist der gelb hier? Normalerweise sind die grün. Naja, was soll's. Ich gehe mal kurz zum Quad, hol meine Äpfel da raus. Natürlich kann ich nur 24 mitnehmen. Aber, wir drücken mal T. Nehmen den, nutzen. Jetzt haben wir wieder 100 und jetzt können wir den letzten auch noch mitnehmen. So. Ah, das ist der ADAC, darum ist der gelb, alles klar. Und wie gesagt, es passiert immer irgendwas Neues. Manchmal stehen Leute am Straßenrand, schreien nach Hilfe und wenn man anhält, kommen 3 dazu und überfallen dich oder was auch immer. Es passiert wirklich sehr, sehr viele spannende Dinge hier. Vorausgesetzt, man geht auf das Roleplay ein, man spielt mit, weil meine Erfahrungen sind eigentlich durchweg positiv, dass alle Leute, die hier spielen, sich wirklich Mühe geben. Wieso habe ich die jetzt immer noch oder was? Nee, okay. Wollte gerade sagen, soweit ich das sehe, spielen die Leute sehr, sehr gut mit. Und es lohnt sich wirklich, wenn man Spaß an solchen Dingen hat, mal das Roleplay mitzumachen, mitzuspielen und nicht zu trollen und so. Einfach mal normal zu spielen und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vor allem nach ein paar Stunden, wenn man wirklich im Spiel drin ist. Wie gesagt, ich habe circa 300 irgendwas Stunden gespielt und es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und wie ihr seht, ich habe jetzt mit dieser Fahrt 3000 verdient. Inzwischen hat sich mein Konto ein bisschen gefüllt. Ich werde jetzt hier mal das Geld einbezahlen. Bisschen rangehen. So, dann hier schreibe ich mal 3120 einzahlen.
So, und dann nicht vergessen, hier speichern. Was wichtig ist, euer Spielstand, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon erwähnt, euer Spielstand wird nicht nach dem Profil gespeichert, sondern auf dem Server. Das heißt, ich würde mir ein bisschen Zeit lassen mit dem Server aussuchen, weil ihr könnt nicht einfach auf den Servern hin und her springen. Was macht denn der da mit seinem Truck? Auf den Servern hin und her springen und so, das geht nicht. Ihr müsst also eigentlich immer auf dem gleichen Server spielen und es empfiehlt sich auch, jeweils in den Forums nachzuschauen, weil jeder Server hat seine eigenen Regeln. Die Grundregeln sind eigentlich überall gleich. Benimm dich so, wie du dich auf der Straße benehmen würdest. Also nicht so wie der mit der Knarre hier. Benimm dich so, wie du dich auf der Straße benehmen würdest, aber trotzdem hat jeder Server noch seine eigenen Regeln, wie zum Beispiel New Life. Die New Life Regel, das heißt, wenn du stirbst, darfst du nicht an deinen Sterbensort zurückgehen oder so. Und solche Dinge sind auf jedem Server ein bisschen unterschiedlich. Von daher empfehle ich jedem, mal kurz in die Forums zu gucken. Und ja. Was ist denn das für ein Typ da? Steht irgendein Typ mit einem riesen Snipergewehr. Und ich denke mal nicht, dass das ein Cop ist, ne? Das ist ein Busch. Sir, bitte gehen Sie ein Stückchen von der Straße runter. Okay, Sir, kein Problem. herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ja, genau solche Dinge meine ich. Obwohl er eigentlich schwer bewaffnet ist und keine Ahnung, was der gerade macht hier. Er redet mich mit Sir an. Sir, bitte nicht auf der Straße rennen, bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja, wissen Sie, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Und die Leute halten sich wirklich dran. Alle Leute, Moin. ihr müsst nur mal kurz zuhören, das Gespräch jetzt. Ich wollte gerade fragen. Ich krieg das nicht Ja, gebacken. Sie Ich habe jetzt die ganze Zeit... Drücken Sie Shift und H. Ich mach kurz ein bisschen lauter, damit ihr das hört. Ah, jo, super, danke schön. Ich habe die ganze Zeit Alles versucht klar. mit der scheiß Steuerung. Ich habe es nicht gebacken gekriegt. Danke. Ja, okay, alles klar. Ja, okay. Und ja, ich würde das Spiel wirklich mitspielen, weil es macht auch wirklich Spaß, mit den Leuten ein bisschen zu reden. Ihr könnt auch die Leute fragen auf der Straße. Ich könnte jetzt zu dem Typ rübergehen und ihn irgendwas fragen und ich würde zu 90% eine korrekte und normale Antwort erhalten. Und solche Dinge machen auch Spaß. Und wenn man jemanden trifft auf dem Weg, kann man ihn mal fragen, um was er so tut und was er macht. Und es entstehen sehr interessante Gespräche und so. Hm? Ich höre mal Ich finde kurz. es sehr schön, dass ihr euch hier auch so um den Marktplatz kümmert. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ne? Okay, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel, das ist so die Grundlage. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Oder hinterlasst ein Like. Entschuldigt mein schlechtes Deutsch heute, wie ihr wisst, ich komme aus der Schweiz und ich gebe mir Mühe, aber heute klappt es irgendwie nicht so wirklich mit meinem Hochdeutsch. Keine Ahnung wieso. Ja, wie gesagt, hinterlasst ein Abonnieren, einen Daumen nach oben. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ah ja, mit wie gesagt, könnt ihr euch hinsetzen. Und mit Ö, nee, nicht mit Ö, mit dem Dollarzeichen könnt ihr salutieren, ne? Ja, das wäre es soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.